다들이 망어야 주체모 당 팅니버스 제제 라비네 마지바 미아바타 딘지기 투즈질이야 야 안다 롱메가 초투이시네 다 상하게 좋아 sind heute in dem zweiten Tag angekommen, wo wir letztlich auch darüber sprechen wollen, wie in Indien verborgene Mantra entstanden ist und dann vorher darüber zu sprechen, wie in Indien sich die verschiedenen Traditionen entwickelt haben. Wie auch immer, das, was heute zu besprechen sein wird und das sind einige Begründungen, die ich gerne vortragen möchte. Das ist über die Art und Weise, wie die Gemeinschaft der Bhikshus, der Ordinierten, zusammenlebt. Es verändert sich alles viel zu schnell hier. Alle diese Maschinerie ist manchmal derart, als es dann manchmal aber schöner ist doch zu sehen. Ja, so ist es besser anzuschauen. So, wie ist das tägliche Leben in einer solchen Gemeinschaft? Wenn wir da über dieses Gemeinschaftsleben der Ordinierten sprechen, dann ist das Erste, was da drin der Altersrang sozusagen, die verschiedene Rangfolge bedeutet. Zum Beispiel gibt es verschiedene Arten und Weisen, darüber zu sprechen. Zum Beispiel sprechen wir in unserer Gesellschaft oft über die verschiedenen Lebensjahre, also jemand, der älter ist und deshalb einen größeren Respekt verdient und jünger und so weiter. Und wie ist das innerhalb einer solchen Gemeinschaft zu sehen von Mönchen im Sangha? In einem Sangha ist es schon anders, als wir das normalerweise in unserer Gesellschaft sehen, denn es hält davon ab, wann wir unseren Vorsatz gefasst haben, früher oder später. Dass derjenige, der seine Vorsätze früher gefasst hat, wird als älter angesehen, in diesem Sinne in der Rangfolge. Also in einer solchen Gruppe von Ordinierten ist das das sind diejenigen, die vollkommen diesen Schritt der vollen Ordination, also der Bestwerdung durchschritten haben, und die anderen sind die Novizen oder die sozusagen darauf warten, die Anwärter darauf, und die sind entsprechend in dem Rang später oder nachrangig. Und was, wie gesagt, ein Bhikshu, also der voll ordiniert ist, der alle die Vorsätze eines Vollordinierten besitzt. Das ist das Wichtigste unter allen Arten von Vorsätzen hier. Und deshalb ist die Reihenfolge, wann man diesen Vorsätze gefasst hat, von großer Wichtigkeit, und deswegen diese als älter angesehen und haben einen vorrangigen Sitz gegenüber denen, die diese Vorsätze später gefasst haben. Sie sind da sozusagen Senioren und Junioren. In der Vinaya gibt es keine Altersfrage in dieser Hinsicht, dass die Eltern mit den Lebensjahren älter wären, dass sie deshalb einen höheren Rang einnehmen. In dem Sangha, in dem Vinaya gibt es derartige Regeln nicht. Zum Beispiel heutzutage in unserer Gesellschaft ist es so, dass solche, die 80 Jahre und älter sind und Jüngere, die unter 20 sind, dann könnten solche zusammen die Ordination nehmen,
wenn derjenige, der nur 20 Lebensjahre ist, die vorher nimmt, einen Augenblick vorher nimmt, dann wäre er von der Reihenfolge her höher, weil es seine Seniorität, seinen Vorsatz früher gefasst hat. Also es geht alleine nach der Reihenfolge der Zeit, wann man diese Vorsätze gefasst hat. Und davon zu sprechen, nochmal deutlich zu sagen, das hat nichts damit zu tun, welche Art von Erkenntnis oder Einsicht jemand erlangt hat. Da ist keine Rangfolge nach irgendeiner Art von Einsicht oder Erkenntnis. Nichts dergleichen lässt sich finden als eine Begründung für Rangfolge. Ist ganz klar in der Reihenfolge, zeitlichen Reihenfolge ihres Fassens der Vorsätze. Das gibt nirgendwo etwas, dass man sagt, du hast eine höhere Einsicht oder eine Erkenntnis erlangt und deswegen musst du einen höheren Sitz einnehmen. Das ist eine ganz starke, klare Regel innerhalb des Vinaya. So, um das kurz zu schließen. Also wenn ich hier ein bisschen abschweifen möchte, um einen anderen Punkt zu besprechen, ganz allgemein. In unserer Gesellschaft ist das so, dass wir die Seniorität auf die Lebensjahre sich gründet. In Vinaya ist das nicht der Fall, sondern die Länge der Zeit, die man die Vorsätze gefasst hat, ist dafür maßgeblich. Also diejenigen, die also kürzere Zeit die Vorsätze gefasst haben, sind sozusagen nachrangig zu denen, die sie bereits über längere Zeit besitzen. Im verborgenen Mantra, da gibt es schon eine solche Berücksichtigung, welche Art von Einsicht oder Kenntnis man erlangt hat, das ist also ein Unterschied. Im Vinaya alleine ist da nichts dergleichen, die Erkenntnistiefe oder sowas zu berücksichtigen. Das ist also nicht vergleichbar zu der Mantra-Tradition. In Tibet hat sich aber die Tradition entwickelt, die Höhe des Ranges danach zu bemessen, wie viele Vorzüge oder Privilegien jemand besitzt. Die mit den geringeren Privilegien sind auf dem niederen Sitz und die anderen haben einen höheren Sitz oder Thron einzunehmen. Es gibt von Karma Chakmi einen Text darüber, der über die höheren und niederen Sitze in tibetischer Tradition handelt. Und da spricht er über diese hohen und niedrigen Throne und Sitze innerhalb der tibetischen. Was sagt er darin? Er sagt, wenn man die Höhe der Throne und die verschiedenen Privilegien, die damit verbunden sind, betrachtet, dann kommen sie letztlich aus der chinesischen Tradition. Es hat nichts mit dem Vinaya zu tun, es hat nichts mit der Tiefe der Erkenntnis zu tun, sondern es ist alleine eine kaiserliche Tradition aus der chinesischen Dynastie. Wenn man über Tibet spricht, zum Beispiel die mongolische Dynastie, oder die Ming-Dynastie, dann gibt es auch später also die mongolische Dynastie, die Ming-Dynastie, später auch die Yuan-Dynastie und in der Qing-Dynastie. So, in all diesen verschiedenen Kaiserdynastien waren tibetische Gurus auch gleichzeitig die Gurus von großen Herrschern Chinas. Zum Beispiel der höchste tibetische Lehrer, der Guru, wäre der Guru für einen chinesischen Kaiser. Drogyen Penpa war der höchste unter denen. Und später in der Qing-Dynastie war es Dalai Lama, welchem diese Position gegeben wurde. Und so waren da nicht nur diese, sondern auch viele andere Lehrer, die Gurus der chinesischen Kaiser geworden waren. Und dann war es die Regel, dass alle Leute diesen Lehrer des Kaisers natürlich mit tiefem Respekt behandeln sollten. Und wenn man also der Guru des Kaisers geworden war, dann haben sie dir einen besonderen Sitz gegeben, haben dir das Recht, einen roten Stempel zu haben, einen hohen Sitz einzunehmen. Viele verschiedene Privilegien waren damit verbunden, mit einem solch hochrangiger Guru zu sein. Das ist etwas, was damals so zu akzeptieren war, aber im Sinne von Dharma, wenn wir dann über diese Rangfolgen sprechen, ist das alles überhaupt von keiner Wichtigkeit.
Warum ist das nicht denn wichtig? Um ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel hierfür. Da haben wir unsere Kagyu-Vorväter in der Linie, die Mara, der Übermittler, dann der Herrscher aller Yogis, Milarepa und der unvergleichliche Gampopa. Und dann Düsum Khenpa, der erste Karmapa, Taklung Tampa und der Trikung Joppa. Und alle diese waren wie die reinen Buddhas ihrer Zeit. Hatten sie rote Stempel, hatten sie irgendeinen großen, hohen Sitz, hatten sie Privilegien verliehen bekommen? Nein. Und wir haben diese Diskussion über die verschiedenen die 4 früheren Überlieferungslinien innerhalb der Kagyu und die 8 späteren. Der ganze Ursprung davon, von all diesen jüngeren, ist der Schützer der Wesen Parmojopa. Parmojopa, ein Schüler von Gampopa, der hat die größte Aktivität entfaltet. Und er hatte über 5800 Schüler an einem Zeitpunkt, die alle verdienten, mit Sonnenbaldachinen hofiert zu werden. Und er hat ihnen alle unter Instruktionen und Abhisheka verliehen. Und während dieses Rituals zu 5800 von diesen hat er selber auf einem niedrigen Kissen gesessen. Das heißt also, obwohl er von solch großer Einsichtskraft war, hat er auf einem solchen niedrigen Sitz geruht. Und er hat sich da nicht hingesetzt auf diesen niedrigen Sitz und war darüber deprimiert, dass er jetzt einen so niedrigen Sitz hat einnehmen musste und dass da von innen her das Feuer der Enttäuschung gelodert habe oder so. Das nichts davon war der Fall. Und dann gibt es eine andere Geschichte, Milarepas Schüler, sagt hier 2 Schüler, der wieder Sonnengleiche war Gampopa und der Mondgleiche war Rechungpa. Dorje Dragpa war eines Tages mit dem unterwegs und hatte den Gedanken, vielleicht sollte ich in diese Kadampa Einrichtung gehen, dieses Kloster, und dort um Tee bitten. Und da, als diese Mönche da in der Kadampa im Kloster in ihren Reihen saßen, hat er sich einfach dazugesetzt. Und er hat einfach ein weißes Baumwolltuch gehabt als Kleidung, weil er ein Yogi war. Er hatte keine Mönchsgewänder an. Und deshalb kam der Disziplinarmönch auf ihn zu und sagt, du weiße Ziege, hast hier nichts unter den Schafen zu suchen und du hast sofort hier den Raum zu verlassen. Da gab es keine Zeitpunkt, über Ja oder Nein zu sagen. Er hat einfach seinen Arm genommen, hat ihn hinausgezerrt und hat ihn aus der Tür geworfen. Und nicht nur das, er hat nicht nur rausgeworfen, sondern und bevor er selbst heraus war vollständig, haben sie die Tür zugeschlagen, sodass sein Fuß teilweise darin in der Tür eingefangen war, was ihm sehr heftigen Schmerz bereitete, weil die Tür so eine schwere Tür war. Er hatte einen unglaublich starken Schmerz dadurch. Wir würden das auch empfinden, wenn unser Fuß zwischen eine Tür kommt, die zugeschlagen wird. Und Rechungpa war darüber sehr betrübt und hat ein Lied angestimmt. Und als er dieses Lied sang, gab es einen Geshe, einen Makadamba-Meister, der sehr bekannt war, der hörte dieses Lied, sagt, der Rechungpa ist völlig anders als andere, und tiefes Vertrauen entstand in ihm und Tränen kamen ihm aus den Augen, und im Verborgenen hat der Rechungpa dann, ist er nachgegangen, hat ihn aufgesucht und hat ihn als seinen Hauptlehrer angesehen. Wenn man auf diese Geschichte von Rechungpa schaut, dann hat noch nicht einmal den Sitz in der Reihenfolge der Sitze bekommen, nicht mal am Ende konnte er sitzen. Und trotzdem hat der Meister dort, der Geshe, ihn als seinen Hauptlehrer angesehen.
Also gibt es eigentlich keinerlei solchen Wert in dieser Reihenfolge. Gibt es noch eine andere Geschichte? Eines Tages war diese Sakya-Kloster in Sanka. Ich weiß nicht, ob das die Subkloster der Sakyas ist, aber es war einfach eines der Hauptklöster. Und die haben darüber debattiert, wer wo sitzen muss, in welcher Reihenfolge sitzen muss. Und es gab einen großen Streitgespräch darüber, wer wann wo wie sitzen darf. Und eines Tages kam Tsangak Chöndrü, der bisher berühmt war wegen seiner Kunst der Debatte und seines Verstehens. Und er kam eines Tages zu diesem Kloster und kriegte nur einen Sitz am Ende dieser Reihe, nicht einmal am Anfang. Und das hat ihn nicht an der Spitze dieser Reihe, und das hat ihn sehr irgendwie betrübt. Und dass jemand, der hier eingeladen ist und immer sehr gelehrt ist und dann am Ende der Reihe zu sitzen kommt. Am nächsten Tag, als sie dann dabei waren, ihren Morgenputscher zu machen, brachte er einen Esel herein. Diesen Esel hatte er in die 3 Dharma-Gewänder gehüllt, und all die mit dem Umhang, und brachte diesen Esel zum dem Beginn der Reihe, an den Kopf dieser ganzen Rang- und Sitzreihe, und hat ihn dort hingesetzt. Und die Leute haben gedacht, na nu, warum bringt er hier einen Esel hinein? Und sie haben gefragt. Und der Meister Zhang sprach, wenn du eine gute Stimme brauchst, dann ist er dafür qualifiziert. Dann kann man ihn doch an die Anfang der Reihe setzen. Der hat eine gute Stimme. Ist er dafür qualifiziert? Nicht nur die Umses haben eine gute Stimme. Und da gibt es die Ritualmeister, die sitzen da nah dabei, sitzen auch in der Nähe der Anfang der Reihe. Aber jetzt haben wir euch heute einen Esel gebaut, und die Esel haben eine Stimme. Und das hat eine wirklich gute Stimme. Ich habe ihn schön angezogen, er ist hübsch angezogen, hat eine gute Stimme. Warum qualifiziert er nicht dafür, am Anfang der Reihe zu sitzen? So, Kamachakme hat darüber berichtet und hat gesagt, da gibt es einen wichtigen Punkt, der darin zu verstehen ist, in dem, was er sagt, was Tsangak darin ausdrücken will. Das heißt, wenn man Qualitäten und Einsicht hat, selbst wenn man am Ende der Reihe zu sitzen kommt, dann ist das eigentlich der Anfang. Das ist der Kopf eigentlich, auch wenn man am Ende der Reihe sitzt. Wenn man keine Qualitäten und keine Verständnis hat in den verschiedenen Schriften und so weiter, wer hat nicht einmal die reine Art des Handelns, die Lebensweise, wenn man die noch nicht mal, das geregelte Leben noch nicht mal in reiner Form halten kann, dann, selbst wenn man am Anfang der Reihe sitzen würde, sitzt man eigentlich am Ende. Alle Buddhas und Bodhisattvas in ihrer Einsichtskraft werden das ganz genau zu sehen kommen. Was das eigentlich zeigt, ist, wie viel Qualitäten und Qualitäten man wirklich hat, nicht wo man irgendwo in einer Reihe zu sitzen kommt. Und in Tibet, in diesem Sinne, gibt es eine andere Art und Weise, die Reihenfolge festzulegen. Das ist die Drängelreihe. Was damit gemeint war, ohne damit eine bestimmte Rangfolge festzulegen, die nach irgendwelchen Merkmalen bestimmt wird, wurden alle gebeten, der Mitglieder der Gemeinschaft gebeten, an der Türe zu warten, und damit die Türe geöffnet wurde, sollten sie reinstürmen, und wer immer die ersten Sitze ergattert, der kam da zu sitzen. Das war eine solche Drängelreihenfolge, in der wer immer zuerst hineinstürmt, der kommt dann an dem ersten Platz zu sitzen. Ich habe darüber gehört schon mal. Ich habe das von jemand gehört, ich muss jetzt gar nicht sagen, von wem ich das gehört habe. Aber das Hineindrängeln, das hier. So.
das hat etwas Wichtiges daran. Es ist als ob wir eine bestimmte verheißungsvolle Verbindung damit schafft. Bei so einer großen Gruppe, wenn die Gemeinschaft sehr groß ist, dann ist es so eine Tradition, die sich entwickelt hat, hineinzudrängen, hineinzustürmen. Wer immer zu dem Hauptsitz am Anfang kam, der heißt es, dem geben wir einen Jack als Geschenk. All die Leute sind hineingestürmt. Sie haben sich so hineingedrängelt, dass sie beinahe dabei gestorben wären und kommen zu dem Hauptsitz und haben ihre Köpfe aneinander gestoßen. Da war Blut an ihren Köpfen und sind an die Säulen gestoßen und die Gesichter waren blutig, als sie dann schließlich zum Sitzen kamen. Wenn man heutzutage über diese Dinge nachdenkt, denkt man, was für merkwürdige Gewohnheiten haben sich da in Tibet entwickelt. Also in kurz gesagt, all die verschiedenen Rangfolgen des Sitzens sind eigentlich eine richtige Plage. Und der Gyalwang, der hat gesagt, die Wurzel all dieser 8 weltlichen Sorgen und Belange kommt von dieser Sitzreihenfolge. Also kurz, diese ganze 8 weltlichen Eigenschaften werden genährt aus diesem Streit um die Reihenfolge. Wenn man in die Geschichte schaut, dann gibt es mehr als nur ein paar wenige Konflikte, die alleine ihren Ausgangspunkt nahmen in dem Streit über die Rangreihenfolge beim Sitzen. Selbst als die Kaki Mönlam einmal abgehalten haben und dann andere Leute von anderer Schule eingeladen haben, da war die größte Sorge dabei, wie können wir sie beherbergen und bewirten und so weiter, sondern welche Reihe des Sitzens kommen sie, da müssen wir sie einladen, wer kann zu der Rechten und zur Linken sitzen und so weiter. Und wir haben viele Komitees abgehalten, Treffen darüber, um das zu besprechen, und das war immer sehr schwierig, viele verschiedene Meinungen. Und meine eigene Meinung dazu, wenn ich die hier mal ausdrücken darf, dann, wenn wir natürlich jemand nicht eingeladen ist, eine andere Frage, aber abgesehen davon, wenn wir jemand eingeladen haben, wenn wir dann nicht in der Lage, auch wenn wir auch vielleicht nicht in der Lage sind, sie ihre Erwartungen zu übertreffen in der Art und Weise, wie wir sie willkommen heißen und bewirten. Aber wenn wir jemand eingeladen und dann ihnen einen Respekt erweisen und einen hohen Sitz geben, dann macht uns das doch in keiner Weise niedriger. Umgekehrt, aber wenn wir sie einladen und wir tun das Gegenteil, wir setzen sie auf eine niedrige Position und wir selber sitzen in einer hohen Position, dann ist das doch etwas, was uns selber entwertet. Wir müssen also auf diese Situation genau ein Auge haben und rechtzeitig darüber nachdenken. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Gerücht, wo die Leute sagen, der Karmapa der einen Rang und Status in China und in Tibet, sodass niemand auch nur eine Fingerbreite höher zu sitzen kommen darf als er. Und wenn man so denkt, das ist eigentlich völlig hirnlos und von kleinherzig. Das sage ich selber. So ist das, was ich sehe. Man muss das also je nach Situation und Umständen betrachten. Das ist meine Meinung. Und besonders in der Tradition des Vinaya ist die Reihenfolge, die beste Reihenfolge, über die es überhaupt, wenn man darüber sprechen möchte, die auch der Seniorität, also der Dauer der Zeit, über welche die Vorsätze des Mönchs gefasst sind, danach zu beurteilen. So, jetzt werde ich über den Text weitersprechen. Die nächste Frage ist der Lebensunterhalt. So, der Lebensunterhalt des Sangha war danach ausgerichtet, dass wenig Sinnesvergnügungen zu erleben gab, und dazu nicht, dass man sie abschneiden müsste, aber das war nicht der Hauptziel, dass man Sinnegenüsse haben. Und dann, wenn man da in dem Zusammenhang vom Essen zu sprechen, da gibt es also die Regel, dass man nach dem Sonnenmittag nicht mehr essen solle.
Und danach und da gab es strikte Regeln, dass da Spiel und Spiele nicht erlaubt waren und so weiter. Es ist also von morgens angefangen, wenn man aufstand, dann ging es darum, dass man hauptsächlich Dharma übt, zum Beispiel aufwachen, morgen Gesicht waschen, dann die Roben in richtiger Weise anzulegen, dann zu dem eigenen Kempo oder Acharya zu gehen, um dann die Vinaya-Unterweisung zu empfangen und das in dieser Reihenfolge. Und diese Art von Unterweisung war verschieden als heute. Wir hätten uns zu unserem Acharya oder Kempo begeben und sie hätten dann die verschiedenen Texte oder Unterweisungen uns aufgesagt und wir hatten sie nachzusprechen und wir müssen sie dreimal mindestens in dieser Weise hören und nachsprechen, um sie im Gedächtnis zu behalten. Das heißt im Grunde genommen, wir haben an der Stelle die Übertragung bekommen und diese Übertragung empfangen zu haben, bedeutet, dass man sie auch auswendig können muss. Dann wurde gesagt, man hat sie empfangen. Und natürlich musste man zugleich auch über die Bedeutung nachdenken. Das heißt also Nachsinnen, es war Hören, Nachsprechen und Nachsinnen. Und dann darüber hinaus galt es auch eben in stabiler Bewusstheit zu verweilen, in Dhyana. Und wenn zu Zeiten, wo Buddha noch am Leben war, dann war danach auch die Möglichkeit gegeben, in Buddha-Gegenwart sich zu begeben und dort Dharma-Unterweisung zu empfangen. Das war es, wie es damals üblich war. Also morgens, nach all diesen morgens Geschäftigkeiten, Aktivitäten, ging man in die Dörfer, um Almosen zu bitten, denn um das Essen. Und man musste dieses Mahl vor der Mittagszeit beendet haben. In unserer tibetischen Tradition, die darüber spricht, die verschiedenen Gründe, warum man für so ein Betteln ausgehen muss. Einer der Gründe ist, Begründung für diesen Bettelgang. Einer der Hauptgründe ist, und dass diese Ansiedlung der Mönche normalerweise in einer abgeschiedenen Gegend war und dass man dann von dort aus viele, viele Schritte gehen musste, um zu irgendeiner bewohnten Gegend zu bekommen, um dort Nahrung zu bitten. So, man musste also sehr viel gehen und das war natürlich eine sehr gute Übung für den Körper und ist gut für die körperliche Fitness und es war für den Körper gut in gleicher Weise. Und weil man darin all die geregelte Lebensweise einhalten musste, nämlich bis zum Mittag gegessen zu haben und so weiter, war man unterschiedlich als die normalen Haushälter und man wurde wegen der geregelten, guten Lebensführung jemand, der es wert war, der Verehrung durch die Haushälter. Und weil dadurch eben auch die Geschenke, die Darbietung der Haushälter gereinigt und bereinigt war. Dann war das auch nützlich für andere, sozusagen reine Geschenke, die man ihnen darbrachte und deswegen waren sie auch hilfreich für diejenigen, für die Sponsoren, für die Geber und sie mussten sich genau an diese Regeln halten, denn wenn sie das nicht taten, dann würden sie auch kein Essen zu bekommen. Man musste also und deshalb betteln zu gehen alleine machte an diesem Zeitpunkt damals unsere Lebensführung rein. Man war jemand, der reines, geregeltes Wohlverhalten einhielt. Und das hatte auch obendrein noch den Zweck, dass es unseren eigenen Stolz darin verminderte. Und solche, die ordinierte Mönche waren, hatten dann eben auch nur eine Mahlzeit am Tag.
dass jeweils vor der Sonnenmittag tatsächlich vollständig gegessen sein wollte. Sonst war es nicht erlaubt, überhaupt zu essen. Wenn wir in Tibet haben wir insbesondere was übersetzt worden ist die Mula Sarvastivada, die Tradition des Vinaya. Und der Hauptgrund, nach dem Sonnenmittag nichts mehr zu essen, ist, also heißt es darin, warum, also die Regel ist so, aber warum wird das gefordert und was ist die Begründung dafür? Weil wenn man nach dem Mittagessen wollte, würde man an Gewicht zunehmen. Man wird fett, dick. Und nicht nur das, sondern man wird dabei zu träge, schläfrig. Und wenn unser Bewusstsein trübe und träge geworden ist, dann wird unsere Fähigkeit des Hörens und über Nachdenkens wird gemindert und dann ist besonders, wenn es darum geht, dann darin zu verweilen, in dieses Verweilen, die stabile Aufmerksamkeit wird darin besonders beschädigt. Also wir sind im Augenblick, haben wir nicht viel Gelegenheit, solche stabile Aufmerksamkeit oder das Verweilen in Dhyana zu üben. Aber wenn wir es täten, dann wäre diese Schläfrigkeit eines der ganz großen Hindernisse. Und ein bisschen von dieser Schläfrigkeit wird unsere Klarheit, die Wachheit, unsere Frische in unserem Bewusstsein vertreiben. Und deswegen ist das der Hauptgrund dafür, nachmittags nicht mehr zu essen, dass diese Frische und Klarheit im Bewusstsein erhalten bleibt. Aber einige Leute, muss man sagen, die dann, wenn sie nach dem Mittags nichts mehr essen, heutzutage zum Beispiel, dann würden sie wie gibt es Leute, die haben Diabetes und die haben verschiedene Krankheiten. So, die haben niedrigen Blutzucker und wenn sie dann kein Essen bekommen, dann fängt der ganze Körper an zu zittern und das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme von dieser Regel, nachmittags nicht mehr zu essen. Der Grund dafür ist, für diese Ausnahme ist das, weil solche Leute, denen ist es erlaubt, nach dem Mittag zu essen, weil wenn sie nichts essen, dann würde es ihnen großen Leid durchs Hungers bescheren und damit auch eine Schwierigkeit für das Hören, Überdenken und ihre stabile Aufmerksamkeit. Das heißt, der ursprüngliche Grund, der überhaupt dafür war, dass man nach dem Mittagessen mal essen soll, der wäre darin widerlegt, weil dann, wenn sie nichts essen nach dem Mittag, das wird zu einem Hindernis für ihre Hören, Überdenken und stabilen in Aufmerksamkeit zu verweilen. Dann, wenn das ein Hindernis wird, dann ist das natürlich die eigentliche Begründung für diese Essenszeit damit widerlegt und damit ist es eine Ausnahme und ihnen ist erlaubt, nach dem Mittag zu essen. Nach dem Essen dann war es daran, unter irgendeinem Baum zu sitzen und sich in der stabilen Bewusstheit Dhyana zu üben. So heißt es in der Vinaya-Tradition. Und bis ungefähr zu dem Moment, wo die Sonne untergeht, wenn man die Sonne der Sonnenuntergang naht, dann sollte man sich erheben und zurückgehen in die Gruppe und dort in dem Haupthalle sich zu versammeln und darüber zu sprechen, was die eigenen Erfahrungen waren, was man im eigenen Dhyana verweilen an Erfahrungen gesammelt hat. Oder sie würden ihre jeweiligen Tutor, Mentor, den Khenpo oder Acharya aufsuchen und Fragen stellen. Und zu der Zeit, wo der Buddha selbst noch gegenwärtig war oder in dieser Gegend, dann würde man an dieser Stelle sich zu ihm begeben können und Fragen stellen, Zweifel klären und so weiter. Das ist aber kurz die Lebensweise hier, die im Wesentlichen in Stille sich vollzieht und hauptsächlich über Dharma zu sprechen beinhaltet. Alle diese haben in erster Linie überhaupt nicht viel gesprochen, sondern wenn zu sprechen war, dann über Dharma zu sprechen. Und sie haben ihr gesamtes Leben so ausgerichtet, dass sie nichts über irgendwelche weltlichen Dinge zu sprechen hatten, sondern nur über Dharma. Und heutzutage sprechen wir über alles Mögliche, über die Politik und verschiedene andere Seiten. Zu dieser Zeit war es so, dass man nur über Dharma spricht, eine sehr starke Tradition, die sich dort entwickelt hatte. Und danach im Anschluss wird man sich in seinen eigenen Schlafplatz, seinen Raum begeben und dort weiter üben bis zum Einschlafen. Das war ungefähr die Lebensweise in einer solchen Gemeinschaft der
Ordinierten zu jener Zeit in dem Sangha. Die Art und Weise, wie der Sangha sein Leben regeln sollte und diese Handlungsweisen sollten im Einklang sein mit den Regeln des Vinaya, mit den Regeln des Wohlverhaltens, geregelten Wohlverhaltens. Und der Hauptpunkt von all dieser Lebensweise war, dass sie sich mit der befreienden Information des Dhamma auseinanderzusetzen hatten. Sonst hatten sie keine andere Aktivität, hatten keine Tätigkeit, keinen Job, der zu erfüllen war. Und der Punkt von all dem, dass man einer solchen Lebensweise folgt, war letztlich, dass man jenseits allen Leiden geht in Nirvana. Und warum würde man sich so verhalten und so hart danach streben und verschieden zu sein von anderen gewöhnlicher Lebensweise, weil man mit diesem ganzen Lebensstil das jenseits von Leid Nirvana erreichen wollte. Deshalb haben also alle, die ordiniert in einer solchen Sangha-Gemeinschaft leben, haben sie diese Regeln gefolgt. Man könnte sagen, aus heutiger Sicht, dass es eine harte Lebensweise war, eine schwierige Lebensweise. Und es war in erster Linie daran orientiert, dass man die Gelegenheit hat, zu großem Maße zu hören, zu überdenken und dann in stabiler Aufmerksamkeit sich zu üben. Das ist vielleicht der Punkt, wo wir jetzt hier eine 30-minütige Pause einlegen sollten können. Pause. 다시합니다. 아니, 야네 고르시고도. Als nächstes möchte ich darüber sprechen, was diese Regenszeitklausuren bedeuten. Sommer- oder Regenzeit-Retreat ist eine Tradition, in der der Buddha und seine ordinierten Schüler hier und dorthin verschiedensten Ziele angesteuert haben. Sie würden zu dieser jeden Zeit lange Strecken zurücklegen zu Fuß und es wäre sehr selten, dass sie an irgendeinem Ort für eine längere Zeit verweilen würden. Es war also, da gab es keinen Ort, an dem sie irgendeinen Daueraufenthalt hätten. Und das war auch eine Übung, die später üblich war. Viele große tibetische Yogis und Siddhas haben sich dieser Lebensweise gewidmet, an keinem festen Ort zu weilen, wie zum Beispiel Milarepa, der an viele, viele verschiedene Orte bis hin zum Rand von Tibet und Nepal sich begeben hat. So war es auch zur Zeit von der frühen Lehre des Buddha und der Buddha selbst. Und alle seine Schüler und seine Gefolgschaft haben sich an viele verschiedene Orte begeben. Sie haben also eine große Zeit unterwegs verbracht, nicht dauerhaft an einem Ort verweilt. Nichtsdestotrotz, jedes Jahr in Indien gibt es diese 3 Monsunmonate im Sommer, die Regenzeit. Diese 3 Monate der Regenzeit beginnen wahrscheinlich auf dem Monat des Ashada genannt, also ungefähr Juni, Juli, am Vollmond und dann für 3 Monate folgend. Und wenn man diese Zeit gilt es einzuhalten, wenn man an den früheren Monaten dieses Retreats nicht hat teilnehmen können, dann begann man zu einem späteren Zeitpunkt, welche dann an dem Shravanика-Monat begann. In jedem Fall, für diese 3 Monate hat die gesamte Gemeinschaft, der gesamte Sangha sich an einem Ort in einer Klausur aufgehalten. Und all diese Aktivitäten, die damit verbunden waren, wurden also in diesem Zeitraum durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele Klöster, die eine solche Tradition der sogenannten Regenzeitklausur einhalten. Und ich möchte vielleicht deshalb ein bisschen darüber sprechen und darüber kurz einen Exkurs einleiten. Da gibt es
verschiedene Punkte, die damit verbunden haben. Ich kann nicht über alle Punkte sprechen, aber über einige möchte ich gerne sprechen. Das erste, allgemein gibt es die frühere und die spätere Zeitpunkte des Beginns einer solchen Regenzeitklausur. Ob man in der früheren eintritt oder dem späteren, was immer unser Eintritt in dieses Regenzeitratit ist. Das heißt in dem Vinaya, dass man für 3 Monate dieser Klausur zu folgen hat. Aber heutzutage ist es allgemein üblich in der tibetischen Klöstern, dass wir diese Regenzeitklausur nur für 1,5 Monate durchführen, nicht für 3 Monate. Und ich habe mich gefragt, welches denn die Schriftquelle dafür ist in der Vinaya-Schriften. Welche Begründung gibt es dafür, nur 1,5 Monate zu verweilen? Ganz allgemein, wenn wir diese 3 Monate Klausur der Regenzeit durchführen wollen, das heißt das Versprechen ablegen, dass wir Vorsatz fassen, dass wir 3 Monate verweilen wollen. Wenn da bestimmte Umstände eintreten, die uns daran hindern, das für 3 Monate voll durchzuführen, dann wäre eine Ausnahme gegeben. Es war nicht so, dass man unbedingt um alles, was komme, was wolle, darin verweilen hätte müssen. Und solch auch in Tibet nach der Mula-Savastravadin-Tradition, wie sie in Tibet übersetzt ist, da heißt in diesem Vinaya-Texten, in diesen ins Tibetische übersetzten, heißt es darin, falls von einer anderen Gegend her, wenn da jemand käme aus einer anderen Gegend, ein Mönch, ein Bhikshu aus einer anderen, jemand ist, oder das Gerücht kommt, irgendein Bhikshu kommt, der sehr streitsüchtig ist, jemand, der sehr streitsüchtig oder angriffslustig ist, wenn so jemand sozusagen angekündigt ist, so nah, dann müsse man nicht die vollen 3 Monate in diesem Retreat verweilen. Wenn man also 2 oder 3 solche Posadas, diese Sojong oder Reinigungsrituale abgehalten hat, dann könnte man das Retreat beenden und dieses Pravarana, also das Enden der strikten Periode, einleiten. So heißt es auch der Meister Dharma Mitra in seinem Kommentar. Das heißt im Grunde genommen, wenn man sich entschlossen hat, für das ganze gesamte Klausur zu verweilen und wenn man dann sollte man auf jeden Fall, dann würde man entweder am Neumond oder Vollmond eintreten und wenn man 2 oder 3 solche Pujadas durchgeführt hat, also diese Reinigungstage, dann wäre es okay, an einem Neumond oder Vollmond das Retreat zu beenden. Oder man hat die Hälfte oder vielleicht 2/3 dieses Klausur bereits abgeleistet. Und wenn dann Bedingungen eintreten, dass das weitere Verweilen darin beeinträchtigen, dann werde man dennoch allen Nutzen dieser gesamten Periode der Regenzeitklausur empfangen. Und der Grund dafür ist, dass, so steht es in den Kommentaren zu dem Vinaya Sutra und so weiter, da heißt es gibt eine allgemeine Redensart in dieser Welt. Das heißt, es halb getan ist es getan. Halb getan ist voll getan, sozusagen. Gibt es so einen Spruch. Das heißt, selbst wenn man in der Lage wäre, nur die Hälfte der Zeit in diesem Regenzeit-Retreat oder 2/3 zu verbringen, dann wäre das genug nach dieser allgemeinen Geflogenheit, die sich auch unter den Ordinierten bekannt war. Auch in den tibetischen Kommentaren, die ja am meisten bekannt sind, zum Beispiel in jenem Kommentar bei Tsongkhapa oder die 2 Vinaya-Kommentare, dem Juwelengeschmeide oder Ringchen genannt, und Mekhi-Dörtes Kommentar, das Sonnenmandala oder Sonnenaura genannt. Und da steht, genau, ist auch dort so beschrieben, dass wenn da jemand käme, der da viele Probleme macht, also ein Problemmönch kommt, der sehr streitlustig ist und so weiter, vielleicht kommt jemand zu dem Ort, wo wir uns aufhalten, oder wenn wir Schwierigkeiten haben, unsere Nahrung zu bekommen, vielleicht fehlt uns auch ein Heilmittel oder Medizin oder auch die Unterstützer weggefallen sind, dann wäre dies ein Grund, den Klausur zu verlassen.
Man muss deshalb nicht darin bleiben, selbst wenn man nur die Hälfte darin verblieben ist oder 2/3, dann wäre das auch okay. Der Hauptgrund oder der Hauptpunkt dabei ist, wenn da bestimmte Bedingungen eintreten, wenn da eine Schwierigkeit ist, die das verhindert gewissermaßen, nur dann wäre diese Ausnahme dafür gegeben, dass man eben nach 3 Monaten erst das Auflösen der Striktheit einleitet. Andererseits, ohne diese Schwierigkeiten gibt es eigentlich dafür keine Geflogenheit. Und wenn man das Versprechen abgelegt hat, 3 Monate zu bleiben, aber nur 1,5 Monate darin verweilt, das ist so, wie es sich im Augenblick entwickelt hat. Aber ich habe darin noch bisher keine Quelle gefunden, die dies bestätigt. Es ist schwer zu sagen, ob da überhaupt so eine Quelle ist, die das sozusagen erlaubt oder unterstützt. Ganz allgemein ist dieses Pravarana, also das Enden der strikten Periode, kann auf 3 verschiedene Weisen erfolgen, entweder zum richtigen Zeitpunkt oder plötzlich oder durch einen Gemeinschaftsentscheid. Also auf der richtigen Zeit es zu beenden wäre das, wenn man sich verpflichtet hat am 16. des 5. tibetischen Monats, dann würde man das am Vollmond des 8. Monats auflösen. Dann, wenn man am 16. Tag des 6. Monats sich verpflichtet hat, dann würde man dieses Pravarana, das Auflösen der Striktheit, am Vollmond des 9. Monats begehen. Und wenn man die späteren Arten von Regenklausur durchführt, nämlich am 7. Monat dort eintritt, dann wäre die Auflösung dann am Vollmond des 10. Monats zu vollziehen. Jedenfalls in all diesen Situationen werde man 3 Monate innerhalb dieser Klausur verweilen. So. Und wenn man die gesamte Zeit darin verweilt hat und dann am Ende dieses Pravarana, das heißt Auflösen, einleitet, dann ist es zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Da würde man die entsprechende Zeremonie vollziehen, dieses Auflösens. Es heißt, dass die früheren Traditionen des Regenzeitklausur am 5. oder 6. Monat begonnen haben. Da gibt es verschiedene Meinungen darüber. Das sollten wir genau untersuchen. Heutzutage in der Theravada-Tradition beginnt man am 16. Tag des 5. Monats. Und in der Vaishak, das heißt der Sagadava, das betrifft auf den 3. tibetischen Monat. Zur Zeit des Buddha, da war die längste Zeit des Sommer, wo die längsten Tage waren, das heißt, wo die Sommersonnenwende waren, da war das der 20. Juni ungefähr. Das heißt, ungefähr die Sommersonnenwende ist am 20. Juni herum, das ist ungefähr der 5. tibetische Monat in der tibetischen Tradition. Ebenso im Vinaya ist das Vesak-Monat, heißt es, ist der letzte Monat des Frühlings. Aber in der tibetischen Astrologie fällt dieser Sagadava, der Vesak, auf den ersten Sommermonat und nicht den letzten Frühlingsmonat. Da ist also ein Monat an Zeitunterschied. Wenn wir es einen Monat früher machen würden, dann wären wir zumindest im Einklang mit der Theravada-Tradition und es wäre auch in Einklang mit der modernen Astronomie. Darüber sollten wir nachsinnen und sollten es untersuchen. Das ist wichtig, weil all diese Punkte verbunden sind mit den 3 Hauptzeremonien oder Verfahren des Vinaya. Und das heißt eben speziell, wenn man diese Rituale, diese Verfahren gewissenhaft einhält, und dann hängt die Frage davon ab, ob diese Lehre verweilen wird. Das ist also nicht
nicht okay, dass wir es einfach nur so schleifen lassen und es nicht gewinnhaft machen. Also da ist dann die Rede als nächstes von diesem Pravarana, also dem plötzlichen Pravarana, dem plötzlichen Beenden. Und das heißt, das plötzliche Beenden ist dann der Fall, wenn bestimmte Bedingungen eingetreten sind. Man hat also die Entscheidung getroffen, über 3 Monate dort in dieser Klausur zu verweilen. Und die Pläne hat man gefasst, man hat sich darauf eingestellt, aber es stellt sich heraus, dass wir nicht in der Lage sind dazu, weil ungünstige Bedingungen eintreten. Dann, was dann zu tun ist, dass man nach oder 2 oder 3 Poshadas, das heißt also solcher Reinigungstage, dann entweder am Vollmond oder am Neumond dieses Auflösen einleiten. Das nennt man ein plötzliches Pravarana. Eigentlich sollte man 3 Monate lang verweilen, aber es ist eine besondere Situation eingetreten, die uns das unmöglich macht, sodass wir vorzeitig zu einem Ende kommen müssen. Zum Beispiel, dann wäre vielleicht nach 1,5 Monaten oder so etwas. Das wäre ein plötzlich eingetretener Umstand, ein plötzliches Auflösen. Und dann gibt es noch ein Gemeinschaftspravarana, ein Gemeinschaftsentscheid, jetzt am Ende führt. Das heißt in den Vinaya Sutras und auch in dem Vinaya Vastu. Das heißt, wenn zum Beispiel der Platz plötzlich dann ungünstigen Umständen heimgesucht wird, der Flut oder tritt ein, Wasserflut oder Banditen sind unterwegs und etwas Leben ist bedroht und es gibt keine Zeit dafür, sogar diese Rituale durchzuführen. Sie können noch nicht mal bis zu dem 16. des Monats oder Vollmond oder so weiter warten und es ist eine große Gefahr unterwegs. Dann würden diese Mönche entscheidend sein. Wir müssten schnell unsere Sachen zusammenpacken und hier den Platz verlassen. Natürlich haben sie nicht viel Sachen, sondern sie haben nur ihre Dharma-Roben. Aber dann würden sie miteinander sprechen und sagen, wir sollten es eigentlich bis zum 15., also Vollmond, hier durchführen, aber es ist eine große Gefahr und wir können es heute nicht in richtiger Weise durchführen. Also lasst uns sofort hier den Platz verlassen. Aber wenn wir in der Zukunft wieder die Bedingungen haben, wenn wir einen Tag finden, wo wir alle zusammenkommen können, dann sollten wir dieses Pravarana-Ritual des Auflösens in einer richtigen Weise nachholen. Und das wäre so ein durch Gemeinschaftsentscheid herbeigeführtes Pravarana. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber sie entscheiden sich, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt zusammenkommen und dieses nachholen, diesen Abschluss gemeinsam an einem späteren Zeitpunkt nachholen. Also das heißt, dieses gemeinschaftliche Entscheid, das einem späteren Zeitpunkt zu führen, ist aufgrund einer Gefahr, die da ist. Und sie entscheiden sich zu einer späteren Zeit, sich zu treffen, wenn da die Bedingungen dafür da sind, sich zu treffen als der Sangha. Und sie werden das gemeinsam besprechen und gemeinsam den Ort verlassen und dann später sich wieder treffen. So, das plötzliche Aufhören und das Gemeinschaft ist sehr ähnlich, aber was ist der Unterschied? Beide beginnen mit der Entscheidung, für 3 Monate verweilen zu wollen, aber dann, bevor man dazu kommt, zum richtigen Zeitpunkt dieses Auflösen durchzuführen, kommen bestimmte Umstände zum Tragen und das ist sehr ähnlich, aber was ist der Unterschied? Das Plötzliche hat mit dem Zeitpunkt zu tun, was nach 2 oder 3 solcher Reinigungsrituale durchgeführt sind, dieser Poshada. Und dann muss man die komplette Zeremonie des Auflösens einleiten an einem Vollmond oder einem Neumond und macht es also nicht an irgendeinem Zeitpunkt, sondern an einem Zeitpunkt, der dafür geeignet ist. Und man vollzieht das gesamte Ritual. Das Gemeinschaftspravada ist man gemeinsam gestartet, die Klausur. Dann gibt es am nächsten Tag eine große Gefahr und man muss sofort den Platz verlassen. Das hat also nicht, man muss sich nicht danach halten, ob man 2 oder 3 Reinigungsrituale bereits durchgeführt oder ob es der Tag dafür geeignet ist, sondern man wird sich sofort auf den Weg machen und dann entscheiden, wo man sich wieder trifft und dann es in richtiger Weise durchführt. Das ist also ein klarer Unterschied, trotz seiner Ähnlichkeit. Dass also in beiden gemeinsam ist, dass da schlechte Umstände eingetreten sind, die eine Gefahr herbeiführen.
Und wenn man eigentlich 3 Monate verweilen sollte, um dann erst die Auflösung einzuleiten, und wenn man dann nach etwa 1,5 Monaten vielleicht die unterbrechen muss oder aufhören muss, ohne dass da irgendeine solche gefährliche Umstände oder Hindernisse eingetreten sind, dann heißt es, dann soll man für 3 Monate verweilen. Also wir hatten diese KG Bünsche, die Winterdama KG-Konferenz und haben darüber gesprochen. Und viele der Klöster werden im Einklang mit dem Vinaya dieser Regenzeit-Klausur einhalten und viele haben damit begonnen. Und ich habe gedacht, das ist tatsächlich Worte in Handlungen umzusetzen. Und zwar Übungen einzuleiten, die im Einklang mit den grundlegenden Ritualen des Vinaya, der Lehre des Buddha, sind. Und wenn da nicht Hindernisse der umständlich sind, große Schwierigkeiten, dann sollten das eigentlich alle tun. Das war eben ein kurzer Exkurs zu diesem Thema. Und das nächste, worüber ich sprechen möchte, da gab es die früheren oder späteren Klausuren, die üblich waren, nämlich die Frage ist, sollte man die frühere Art von Regenzeitklausur durchführen oder die späteren? Ganz allgemein wäre es besser, die früheren Regenzeitklausuren abzuhalten, nicht einfach nur die späteren zu nehmen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die früheren durchzuführen und wenn da keine Hindernisse sind, dann sollte man die früheren durchführen. Wenn da aber Hindernisse wären, dann kann man auch den späteren nehmen. Und wenn dann wieder ein Hindernis eintritt und man hat keine Gelegenheit, die späteren noch einzureden, dann gibt es auch darin keinen Fehler. Weil der Buddha niemals gesagt hat, du sollst etwas tun, was du nicht tun kannst. Man sollte es tun, auch wenn man es dann trotz aller Bemühens, alles harten Bemühens nicht schafft, dann hat der Buddha nie gesagt, du musst es dennoch durchhalten. Wenn man das Frühere nicht kann, dann geht man in das Spätere. Und wenn es auch das nicht geht, dann ist auch kein Fehler darin, es nicht durchführen zu können. Zum Beispiel, wenn man in einer Gegend ist, wo keine Bhikshus sind, und da gibt es nur Aspiranten, nur Anwärter, und die noch nicht erlaubt sind, ihnen solche Klausur durchzuführen, dann gibt es kein Problem, dass man eben diese Regenzeitklausur nicht einhält. Also, das sind alles aber hier noch Exkurse, die mit der vedischen Tradition des Mullah Sarvastivadi zu tun haben. Ich möchte aber zu dem Hauptthema doch zurückkehren. Was ist der Hauptgrund eigentlich dafür, eine solche Regenzeitklausur durchzuführen und an einem Platz zu verweilen? In Indien war es damals so, dass sie eigentlich herumzogen und hatten keinen festen Ort, keinen Aufenthaltsort und haben sich bestenfalls unter Bäumen niedergelassen, hatten keine großen Klöster, wie wir sie heutzutage haben. Aber in Indien ist es so, dass im Sommer da heftige Regenfälle stattfinden und da gibt es dadurch auch die Risiken, dass da Fluten auftreten und Überflutung und die gesamte Vegetation wird zu einem großen, üppigen Maße sich plötzlich entfalten und alle verschiedenen Arten von Insekten vermehren sich übermäßig überall und auch da Schlangen, solche Schlangen, die für Menschen gefährlich sind, könnten auftreten und Menschen beißen und könnten auch Leute töten. Oder Leute würden umhergehen und die Insekten versuchen zu töten und so weiter und so weiter. Also es ist
eine Gefahr, die dafür Leib und Leben auftreten kann während dieser Regenzeitperiode. Das war es in diesen Tagen nicht unbedingt nötig, umherzuziehen, sondern eben besser an einem einzigen Ort zu verweilen. Heutzutage haben wir da keinen besonderen Grund dafür, in einer solchen Regenzeitklausur zu verweilen, weil wir alle in einem Kloster ohnehin sind. Aus diesem Grunde gibt es eigentlich keinen speziellen Grund, da an also zum einen Ort zu bleiben, wenn man sowieso nicht umherzieht und einmal an einem Ort sich befindet. Aber zur Zeit des frühen Lehre des Buddha haben sie sich nie an einem Ort aufgehalten. Sie sind die ganze Zeit umhergezogen und von Platz zu Platz gezogen. Aber während der Zeit der Regenperiode haben sie dann für 3 Monate zusammen an einem Ort verweilt. Deswegen hatte diese Regenzeit ganz besondere Bedingungen. Und für uns, die die ganze Zeit in einem Kloster sich aufhalten, gibt es eigentlich kein besonderes Grund dafür, einen davon verschiedenen Ort und Platz sich aufzuhalten. Wir haben da kein besonderes Empfinden für die Besonderheit der Zeit mehr. Aber diese Art von Sommer-Regenzeit-Klausur ist nicht nur eine spezielle Tradition, die den Anhängern des Buddha zugehörig war, sondern auch verschiedene andere Gruppen, zum Beispiel der große indische Gelehrte dieser Tage, Goyal, sagt dazu, dass diese Sommerregenzeit-Klausuren auch unter Brahmanen, unter Jaina, unter Digambaras und auch unter Buddhisten üblich war. Zum Beispiel so sind auch die Brahmanen halten so etwas ein, auch die Jaina halten ein und die Schüler des Buddha folgen dieser Tradition. Es ist eine allgemein übliche Tradition in Indien. Und wenn man sagt, man Regenzeit-Klausur, es heißt eigentlich, während des Sommers zu verweilen. Das ist die wörtliche Zeit. Also während der Zeit des Regens, also der Sommerzeit, der Monsunzeit, an einem Ort verweilen. Das ist eigentlich das eigentliche Wort. Das heißt nicht, sagt nicht einmal Klausur oder etwas Spezielles. Es sagt einfach nur das Verweilen im Sommerzeit. Was bedeutet eben zu verweilen an einem Ort während der Regenperiode im Sommer. Also Sie müssen deshalb an einem Ort verweilen und deshalb auch sich an der örtlichen Gemeinschaft der anderen Leute, die dort leben, orientieren. Und das hat auch eine Auswirkung, weil nämlich der gesamte Sangha an einem Ort kontinuierlich verblieb, gab es die Gelegenheit für örtliche Leute, die Interesse haben, interessierte Menschen der Gegend, dort einen Kontakt zu entfalten. Und es hat also dort, weil sie die Gelegenheit haben, dafür Dharma-Unterweisung zu bekommen, eine besondere Situation. Normalerweise gab es keine große Verbindung zwischen dem ordinierten Sangha und dem allgemeinen Öffentlichkeit, aber während dieser Zeit, wo sie dafür 3 Monate an einem Ort verweilten, dann gab es viel mehr Verbindungen, Wechselwirkungen zwischen und Gelegenheiten für den Sangha mit der allgemeinen Öffentlichkeit Kontakt aufzunehmen. Und diese Verbindung, hat auch einen Zusammenhalt mit der örtlichen Gemeinschaft von Menschen dort geschaffen, so sagt es der Gelehrte vorher. In diesem Sinne haben also in der Regenperiode im Sommer die Bhikshus das Umherwandern sein lassen. Und normalerweise müsste man zum Betteln gehen für viele Kilometer. Und
Heutzutage machen wir das nur mal gelegentlich, dass wir das symbolisch durchführen, dass wir mal ab und zu, wenn wir uns zusammentreffen, dann so ein symbolisches Umherziehen machen. Aber damals war das der allgemeine Lebensstil. Man hatte keinen Ort, man hatte kein Kloster. Man zog umher von einem zum anderen. Und es gab überhaupt keine Klosterbehausungen, wo Leute so in dieser Menge zusammen hätten bleiben können. Darüber werde ich später noch mal etwas im Detail sprechen. Sondern sie haben sich von einem Ort zum anderen weiter bewegt, sind umhergezogen. Sie werden hier sagen, ich bleibe jetzt hier für ein paar Tage, dann werde ich zum nächsten Platz gehen, dann wieder für ein paar Tage bleiben. Also als ob man von einem Land zum anderen ziehen. Das ist das Umherziehen genannt, das von einem Land ins andere ziehen, von einer Gegend in eine andere zu ziehen, umherziehen. Sie werden, das wäre also der Punkt hier, an einer solcher Sommerzeit eine Pause einlegen von diesem Umherziehen. Sie hatten dann eben eine feste Zeit, wo sie sich treffen. Man brauchte also eine feste Zeit, um dann einen Zeitpunkt, einen Treffpunkt vereinbaren zu können. Das war also die Geflogenheit, die sich daraus entwickelt hat. Und während man eine solche gemeinschaftliche Stehen eingeleitet hat, dann hätten die normalerweise die Gemeinde, die Mitglieder weiter umherziehen müssen, um Almosen zu bilden. Deswegen mussten diese Sommerklausuren zu einer Zeit entgegen stattfinden, wo eine größere Ansiedlung von Menschen in der Nähe war, eine Stadt oder größere Gemeinschaft. Dann kann man dort leichter um Nahrung betteln in dieser Zeit der gemeinsamen Klausur. Und dann hat sich je nach diesen Umständen haben sich zwei verschiedene Traditionen herausentwickelt. Das eine ist called Avasa, das heißt das Verweilen, und das andere ist Arama. So ist ja wenn man das übersetzt, dann ist das Avasa einfach so ein Aufenthaltsort, und dieses Arama ist mir so wie ein schöner Park, Gartenpark. Das heißt, in dieser früheren Zeit der Lehre des Buddha haben sie dann, wenn sie an einem Platz sich aufenthielt, je nach Umständen, haben sich diese Orte des Aufenthalts sich zu etwas entwickelt, was eben entweder dem einen oder dem anderen Kategorie zugehörig waren. Entweder waren das einfach solche Aufenthaltsplätze oder es waren solche Parks oder Gartenparks. Und während dieser Zeit, wo sie dann dort gemeinsam an einem Ort verweilten, war das nicht so wie die Klöster, die wir heutzutage haben, die also so eine feste Daueraufenthaltsort oder Behausung darstellen, sondern es war nur ein zeitweiliges Zusammenkommen an einem solchen Ort. Aber dadurch, dass man immer wieder an einen bestimmten Ort ging, jedes Jahr, wurde es zu einem besonderen Platz, an dem man dann die Pochada, diese Reinigung, Rituale durchführte und diese Kartenas und so weiter. Alles verschiedene Programme, die dann an diesem Ort immer wieder stattfanden. Und allmählich hat es sich so ergeben, dass Gruppen des Sangha sich dort niederließen. Und die Besitzer dieser Orte haben immer wieder den Sangha eingeladen und haben immer gesagt, kommt wieder hierher und bitte haltet euer Regenzeitklausur hier wieder ab. Und es war möglich, weil sie dafür diese Situation gesponsert haben, unterstützt haben. Und das Gleiche, und das war auch deswegen wurden diese Aufenthaltsorte, Verweilorte oder diese Parks, wurden so könnte man sagen, so beinahe Daueraufenthaltsorte. Für manche vielleicht sogar ein Daueraufenthaltsort. Es ist auf keinen Fall aber so etwas wie diese Klöster, die wir heutzutage haben. Es waren einfach Orte, wo sie während dieser Regenzeit sich aufhielten und
Aber abgesehen, das war einfach ein Ort, wo sie sozusagen eine gewisse Abgrenzung geschaffen haben und dort ihre Sommerklausuren abhielten. Aber abgesehen davon war es nichts Vergleichbares mit einem geregelten Zusammenleben, wie es heutzutage in einer solchen Klöstereinrichtungen geschieht. Es war also der Grund, warum hatten Sie so eine Notwendigkeit dafür, das ein schwieriges Leben zu führen, rumzuziehen und betteln zu müssen? Es, solche Plätze, da waren jetzt aber nicht solche Plätze, die nicht durch jemand geschenkt waren, die nicht ihnen gehörten, sondern sie hatten sozusagen eine schwierige Art von Lebensstil. Warum? Und der Hauptgrund dafür, für so einen schwierigen Lebensstil war, damit sie wenig Begehren entwickelten und einfach lernten, zufrieden zu sein. Und zufrieden mit auch einem wenigen an Essen, was man hat, und einfachem, schlichten Essen zufrieden zu sein. Und anstatt also die meiste Zeit damit zu verwenden, ja, nach Essen oder Kleidung zu suchen, die Hauptzeit auf das Üben von befreiender Dharma-Information zu verwenden. Und das war der Hauptgrund dafür. Der Hauptgrund für eine solche Tradition des Zusammenseins von Ordinierten war, dass da muss ja ein Ziel sein, denn wenn das Ziel nicht klar ist, wofür soll man das alles tun? Warum soll man dann einen solchen Lebensstil einhalten? Also das braucht ein klares Ziel, einen Nutzen, der daraus entsteht, eine Begründung. Und diese Begründung muss sehr klar sein. Und sie muss einfach sein, praktisch, einfach zu verstehen und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Etwas, das man einfach so in Handlung umsetzen kann. Und dass dieser Lebensstil auch keine Hindernisse für die eigenen Ziele mit sich bringt. Wenn man am Anfang diese ganzen Regeln dieses Vinaya lernt, dann scheint das sehr kompliziert. Aber am Anfang wird es mehr und mehr eigentlich klar und es steht viel mehr Freiraum. Die meisten dieser Regeln zur Zeit des Buddha, die sehr schwierig erscheinen und die als vielleicht später erst eingeführt worden sind, dass irgendwelche Leute diese Regeln weitergefügt haben und dann später erst in Indien gab es große Meister, die große verschiedene Klöster, die eine bestimmte geregelte Lebensführung haben. Und es kann gut sein, dass einige dieser Regeln später erst hinzugefügt worden sind. Aber in dieser Tage ist es so, dass diese Vinaya-Regelwerk ein sehr kompliziertes, schwierig durchzuführendes erscheint. Aber zu der ursprünglichen Zeit des Buddha war es etwas, das einfach bedeutet, dass man sein ganzes Leben der eigentlichen Üben widmen konnte. Und auch die Brahmins und die Giants, die sogar noch darüber hinaus, selbst die einfachsten Dinge des Lebensunterhalts haben versucht aufzugeben und sich in dem Erleben von Härten, in das Ketentum geschult haben. Das war wieder ein weiteres Extrem. Etwas, was zu weit geführt hätte. Ein zu schwieriger Lebensstil, den sie da auf sich erlegt haben und ihren Körper geschwächt und sie Menschen entmutigt haben und so weiter. Aus diesem Grunde hat der Buddha hier eigentlich beide Extreme vermeiden. Auf der einen Seite eben nicht auf der einen nicht mit dem gewöhnlichen Lebensstil zu verfallen, aber andererseits aber auch nicht extrem zu sein wie die Brahmins oder die Jain, sondern ohne in eines dieser Extremen zu fallen, sich einfach an das zu halten, was der Buddha ihnen angeraten hat. Das ist der Lebensstil, der das Üben in einem solchen Sangha, einer solchen Gemeinschaft geprägt hat.
Danach möchte ich etwas darüber sprechen. Und wir haben die Namen bereits schon mehrfach verwendet hier, Pushata und Pravarana. Also diese Themen, Pushada und Pravarana, es gibt 3 Rituale. Das eine ist das eigentliche Regenzeitklausur, das andere ist das Pushada oder das Reinigungsritual und das dritte ist dann Pravarana. Ich gebe eigentlich hier nur kurze Einführung. Ich will jetzt nicht erklären, wie diese Übungen im Einzelnen durchzuführen ist, sondern es ist nur so eine kleine Hinführung darauf. Und diese Einführung bringt einfach hier zusammen, was die verschiedenen Forschungsergebnisse dieser Zeit zusammenfasst. Also zur Zeit, als der Buddha ursprünglich auftrat, hatten die Brahmanen Zeremonien sehr viel an Opferungen durchzuführen. Opferungen an die Gottheiten. Und sie sagten, alles, unser ganzes Leben, unsere friedlichen und unsere heftigen Lebensweisen hängen davon ab, von diesen Opferungen. Und sind zu sehr strikten Ritualen, hat sich das entwickelt und sie haben wenig Aufmerksamkeit auf das innere Erleben gewählt, sondern hauptsächlich sich damit beschäftigt, die verschiedenen Details solcher ganz ausführlichen Rituale zu erlernen und so weiter. Und der Buddha hat damals gesagt, dass dafür keine Notwendigkeit ist. Er hat diese Ansicht nicht geteilt. Ein Grund, warum die Lehre des Buddha sich zu jener Zeit so schnell verbreitet und weit verbreitet ist, dass er keine Betonung darauf legte, dass man die ganzes Leben damit verbringen müsse, um Geschenke und Opfer darzubringen an die Gottheiten oder an die Nagas und so weiter und dafür Dinge aufzuopfern und so fort, sondern der Hauptpunkt sei, dass man eben sich mit dem ganzen konzentrierten inneren Streben darauf richtet, Freiheit zu erlangen. Und Leute haben das sehr gemacht, sie haben das wertgeschätzt und das war ein Grund, warum zu jener Zeit sich diese Lehre des Buddha sehr verbreitet hat. Zu dieser Zeit also war es unter den Schülern des Buddha da war das eben nicht üblich, dass man damals eben lauter Zeit damit verbrachte, Opferungen durchzuführen und Rituale und so weiter und Gebete zu sagen. Also heutzutage in Mantra ist das vielleicht häufiger der Fall, aber damals in den ursprünglichen Tagen der Lehre des Buddha waren das die Brahmanen, die diese vielen komplizierten Rituale einhalten mussten und Niederwerfung und dergleichen. Aber die Schüler des Buddha haben dies nicht übernommen. Der Buddha hat ihnen angeraten, dass das wichtigste Punkt ist, die eigene persönliche Freiheit zu erlangen. Und das sei das Wichtigste. Und all diese anderen Rituale seien nicht vordringlich, sondern der wichtigste Grund, überhaupt etwas zu üben und durchzuführen, ist, um persönliche Freiheit zu erlangen. Und weil der Buddha dies betonte, war das innere Erleben das Wichtigste an dem, was man tat überhaupt. Und die Rituale waren nicht, die damals üblich waren nicht so wichtig, sondern das war mehr den brahmanischen Traditionen, die sehr kompliziert waren. Aber selbst die Zeremonie des Vorsätze der Zuflucht zu nehmen, war sehr, sehr einfach. Später wurden diese Rituale ausführlicher und detaillierter, aber damals waren sie sehr kurz und einfach und ich werde darüber nochmal später sprechen. Es war ganz einfache Verfahren, um überhaupt diese Vorsätze zu fassen. Der Hauptpunkt bei dem Ganzen dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass sie sich untereinander helfen, dass sie sich gegenseitig Rat zu geben in der Lage waren.
Und es war wichtig, eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Sangha zu haben, für diesen Zweck hauptsächlich, um sich gegenseitig helfen, inspirieren und unterstützen zu können. Und aus diesem Grunde machen dann also das Zusammenkommen des Sangha in erster Linie aus dem Grund und deswegen vielleicht verschiedene Handlungen und Verfahren. Und der Grund war, dass sie sich gegenseitig unterweisen und beraten, unterstützen konnten. Das war der Hauptgrund ihres Zusammentreffens und dafür gab es solche Verfahren, um sich zusammenzutreffen, zusammen sein. Und deswegen der Hauptgrund für überhaupt solche Handlungen, Verfahren gemeinsam durchzuführen. Und zwei solche Verfahren sind um darauf zu sprechen, ist eben Poshada und Pravarana. Poshada, Sojong im Tibeten oder Pravarana, das Ende eben von diesem gemeinsamen Klausur. Zum Beispiel, um über Poshada zu sprechen, Sojong. Wir haben das in den Klöstern als Ritual, aber wir verstehen nicht warum, was der Hauptsinn davon ist. Um da über Poshada zu sprechen, was ist das eigentlich ganz simpel bedeutet? Das war ein Ritual, das eigentlich nicht ursprünglich aus der Religion des Buddha kam, sondern aus der brahmanischen Tradition entlehnt ist. Später so haben die Schüler des Buddha diese übernommen und sie haben diese Tradition übernommen und sich zu eigen gemacht. Der große der indische Gelehrte, er ist ja Goyal, wie ich bereits gesagt habe, hat gesagt, dass es eigentlich keine Tradition des Buddha gab, die Poshada zu nennen ist, aber es war eigentlich eine nicht der Lehre des Buddha zugehörige Tradition. Aber als später hat der König Bimbisara dem Buddha vorgetragen, dass es vielleicht gut wäre, eine solche Ritual durchzuführen. Deswegen hat dann zu diesem Zeitpunkt der Buddha eine Regel darüber gemacht. So sagt der Gelehrte, als Poshada ursprünglich dann eingeführt wurde, war das Wichtigste, das sie dabei sprechen sollten, war die wichtigsten Informationen des Buddha auszusprechen und das mehrmals am Tag zu wiederholen. Darüber werde ich später nochmal sprechen. Und später, wenn man dann über die 4 Wahrheiten und so weiter, später wurden dann noch die 4 Wahrheiten und so weiter dazugeführt und dass man diese wiederholen sollte, immer wieder und wieder. Und Buddha hat zu diesem Zeitpunkt solche Regeln eingeführt, die im Wesentlichen zu tun haben, dass man die Vorsätze des Vinaya, dass man die damit zu tun haben, das gilt es zu tun, das gilt es zu lassen und so weiter. Und dass man damit man sie nicht vergisst, dass man diese Regeln, diese Richtlinien sich immer wieder vergegenwärtigt und aus diesem Grunde ausspricht und wiederholt. Und sozusagen gemeinsam sich zu treffen, könnte man sagen, dass man die gemeinsame Hausarbeit erledigt und dass man das nochmal wiederholt zusammen und sich dann schaut, ob darin irgendwelche Regeln gebrochen waren, ob man irgendetwas falsch gemacht hat. Gab es, wenn man diese Regeln wiederholt und ausspricht und dann prüft, ob man sie irgendetwas falsch gemacht hat und dann das nicht zu verstecken und verheimlichen, sondern es offen zu legen und dann hat die Gemeinschaft darüber zu entscheiden, was da zu tun wäre, um das zu bereinigen und so weiter. Und diese Situationen wurden dann, diese Zusammentreffen zu diesem nämlichen Zwecke wurden dann Poshada genannt. Generell gab es da 6 verschiedene Tage jeden Monat und das sind keine Sachen, die nicht nur keine Sachen, die der Tradition des Buddha alleine zugehörig waren, sondern das in allen verschiedenen Traditionen war es üblich, dass es hat mit die aufsteigende Mondphase und die absteigende Mondphase und da gab es eben solche 6 verschiedenen Gelegenheiten, 6 Tage im Monat, die da wichtig waren und diese auch im Vajrayana ist es so, dass man den 10. Tag des aufsteigenden Monds und der 25. und
Und der 10. Tag des absteigenden Monds ist dann der 25. im tibetischen Monat. Jedenfalls waren es da 6 verschiedene Tage, die während dieses jeden Monats wichtig waren und die verwendet wurden. Und es waren auch Tage für Poshada. Einer von diesen war Poshada und so etwas hatte sich dann und solche an solchen besonderen Tagen, die wir auch an Tagen, die dem Leben des Buddha zu tun haben, und da gibt es halt der 8. Tag und der 14. Tag. Und das heißt, dass der einen Tag, das ist auch in den nicht-buddhistischen Traditionen ist üblich war. Das heißt, an dem einen Tag kommt der Indra in die Welt und schaut, ob alles richtig und so weiter. Und der andere Gott kommt an dem anderen Tag, an dem 15. oder an dem 15. und der Gott Indra kommt dann und schaut sich die ganze Welt an und so weiter. Ich weiß es selber nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls sind diese Tage auch in anderen Traditionen besonders wichtige Tage. An diesen Tagen war dann auch die Öffentlichkeit eingeladen. Die Öffentlichkeit kam dazu und sie haben sich an den Ort bewegt, wo dann die Gemeinschaft der Mönche zusammen waren und sie haben dann dort auch dann vielleicht Vorsätze gefasst und in Gegenwart des Sangha und so weiter. Es gab 2 verschiedene Art und Weisen oder Gelegenheiten, das jeden Monat zu tun. Poshada war 2-mal am Monat. Der indische Gelehrte sagt, dass es also an dem Abend vor dem Erreichen des Poshada, wenn zum Beispiel morgen die Poshada-Zeremonie wäre, dann würden alle Mönche sich zusammenfinden und die Pratimoksha-Sutra gemeinsam lesen. Aber in der tibetischen Tradition, da ist es so beschrieben, wie man die Poshada durchführt. Wenn morgen jetzt der Poshada-Tag wäre, würde man am Abend vorher alle Bhikshus sich zusammentreffen. Und wenn sie zusammenkommen, was würden sie tun? Sie haben Diskussionen über den Abhidharma. Ich habe da so ein bisschen Zweifel daran, was das bedeutet, diskutieren. Abhidharma wird heutzutage nicht so viel besprochen. Und das heißt manchmal, dass es erst in späterer Zeit, während der Zeit der 18 verschiedene Schulen, also viel später erst entstanden ist, das Abhidharma, aber so ist die Diskussion, die heute darüber stattfindet. Aber wenn man sagt, da Abhidharma zu diskutieren, was die Leute sagen, ist eine Diskussion, die eigentlich erst viel später in der Tradition eingeführt wird, die eben nicht in den Vinaya-Traditionen begründet ist. Und sie haben dann die ganze Zeit damit verbracht, diesen Abhidharma zu diskutieren. Also Poshada findet 2-mal im Monat statt und diese Abhidharma-Diskussionen waren dann eben auch 2-mal im Monat. Und so wurde dieser Abend vor dem Poshada-Zeremonie sehr wichtig, diese Diskussion über Abhidharma durchzuführen. Und dann am nächsten Tag, wenn man Poshada dem ersten Morgengrauen durchführt, das heißt das wäre zum Beispiel um 2 Uhr morgens. 2 Uhr morgens wäre der erste Beginn des nächsten Tages. Da würde man diese Poshada-Zeremonie beginnen. So wie es in dem Mula Sarvastivadin Tradition heißt. Zur Zeit des Buddha würde der Buddha selber kommen. Wenn der Buddha dann nicht gegenwärtig ist, dann wird einer der Älteren, der Mönche, der Senior-Mönche kommen, um diese Zeremonie zu leiten. Und all die Novizen hätten dann die Anwärter auf das Ordiniertsein hätten draußen zu warten. Und sie hätten dann draußen diese Pratimoksha-Sutra auswendig zu rezitieren. So wie ich Pratimoksha bedeutet, dass man die 253 Vorsätze der Bhikshus, die dort sind, darin aufgezählt. Also Pratimoksha Sutra ist deshalb sozusagen die Grundlage für die Vinaya-Art des geregelten Lebens. Wenn man sie danach lebt, dann muss man sie auswendig können. Also diese ganze Pratimoksha Sutra, den Text auswendig zu können. Also gab es vorher zu der Zeit eine solche Pratimoksha Sutra ist
bestand also zu diesem Zeitpunkt erst, als der Buddha die gesamten Regeln des Lebens vollständig eingeführt hatte. Erst von diesem Zeitpunkt gab es also, bevor es diese komplette Gruppe aller Regeln gegeben hat, was haben sie dann während dieser Poshata-Rituale durchgeführt? Dann haben sie eben das, was damals nur sehr wenigen dabei das Wenige, was damals zu wissen war, haben sie wiederholt. Zum Beispiel nicht das geringste Falsche zu tun, sondern Gutes in großer Menge, dein eigenes Bewusstsein zu zähmen. Und das ist die Lehre des Buddha. Oder halte mit dem Körper zurückzuhalten ist hervorragend, die Sprache zurückzuhalten ist ebenfalls hervorragend, der Bewusstsein zurückzuhalten ist ebenfalls hervorragend und alle dieses Zurückhalten ist hervorragend und der Bhikshu ist jemand, der in allem sich zurückhält und das ist lieber die Befreiung kommt von Leiden kommt aus da raus und deshalb bewahre deine Sprache und zähme deinen Geist und begehe nicht irgendetwas Ungutes mit deinem Körper und reinige all dieses an den 3 Pfaden des Handelns und dann wirst du den Zustand auf diesem Weise, den Pfad der Heiligen oder Aufrechten durchschreiten, so ist es gelehrt. Also zu der Zeit des Buddha hatten sie eben nicht so viel zu rezitieren. Da gab es nur diese kurze Zusammenfassung. Und da gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Schriften der Worte des Buddhas. Sie hatten alles diese Dinge auswendig zu können. Und es war durch mündliches Übertragung, mündliche Belehrung, das alles zu hören und das dann auswendig zu lernen. Und das ist ein großer Nutzen darin, denn wenn man es einmal auswendig kann, dann hat man es in seinem eigenen Herzen oder Geiste jederzeit. Und sofort kann man etwas erinnern und man weiß sofort, was man zu tun oder zu lassen hat und man hat es alles im eigenen Gemüte abgespeichert. Und später also sozusagen der gesamte Menge dieser Worte, dem Sutra zugehörig dann gesprochen waren, dann wurden die Anwärter kommen und eintreten alle 15 Tage. Hat man also diese Zeremonie des Bereinigens, dieses Poshata. Und was immer man an Vergehen in der Zwischenzeit getan hat, wäre an dieser Stelle offen zu legen, ohne irgendetwas zu verheimlichen. Das war der Punkt. Wenn man irgendwelche Fehler hat, und dann geht es darum, diese darzulegen und zu sagen, warum man diese Fehler, was man getan hat und welche Fehler das waren. Oder eben zu sagen, man hatte keinerlei Übergehen. Das nennt man dann der Anwärter Poshata. Während die Bhikshus, die in Bhakti-Moksha Sutra sprechen und die Anwärter bieten sozusagen ihre Reinsein an, indem sie zeigen, dass sie das eben nichts übertreten haben. Das war die erste Sitzung im frühen Morgen und dann gab es die zweite Sitzung ungefähr 3 Uhr morgens, so unter 3:30. Und wenn man es um 3:30 nicht halten kann, dann wäre die letzte Dämmerungssitzung, die vielleicht um 5 Uhr, so ungefähr nach 5 Uhr vielleicht nach heutiger Zeit. Was war der Grund, so früh sich zu treffen, um dann diese Poshata-Übung durchzuführen? 2 Uhr am morgens früh. Warum? Was war der Grund für solches frühes Aufstehen, um solche Art sich zu treffen? Und das Grund dafür, sich so früh zu treffen und das Ritual durchzuführen, ist, dass die Leute, die normalen Haushälter, nicht dazukommen. Wenn man das während des Tages machen würde, dann wäre es durchaus möglich, dass heute andere Leute aus der Öffentlichkeit kämen, die interessiert sind und Vertrauen haben und einfach sich dazusetzen. Und sie würden um Dharma-Belehrung bitten und dazukommen und Geschenke darbieten und so weiter. Und der Grund, warum das so sein musste, weil während dieses Poshada man seine eigenen Fehler alle darzulegen hat. Man hat dann gesagt, ich habe da etwas getan hier, was eigentlich den Regeln zuwiderläuft und das mitten in der Gemeinschaft zuzugeben. Und wenn irgendjemand von außen kommt und dazu und sagt, er hört all diese Verfehlungen, dann würden die Haushälter denken, oh, diese Mönche, die machen alle möglichen verschiedenen Sachen. Und
Und wenn man darüber sagt, wenn das die Haushalte alle einfach so hören würden, dann denken sie nur, dass diese Mönche die ganze Zeit sich nur damit beschäftigen, all diese Dinge, Übertretungen durchzuführen. Und da würden sie ihr Vertrauen verlieren. Das sollte eine intime Situation sein. Man sollte alles eingestehen, auch gegenüber der Gemeinschaft nichts verbergen. Aber für andere Außenstehende, die Haushälter, wären es etwa ein Anlass, vielleicht ihr Vertrauen zu verlieren oder keinen Sinn zu sehen. Deswegen braucht es eben eine Ausnahme. Wenn da Leute wären, die den Vertrauen nicht verlieren würden, wenn sie dabei sitzen und da gar sogar mehr Vertrauen haben würden, dann wäre es gestattet, dass auch diese bei diesem Ritual anwesend wären. Das war der Grund war dafür, dass der König Bimbisara wollte der König kommen. Und dann muss man natürlich die Erlaubnis geben, dass er kommen sollte. Man könnte niemals sagen, der König habe hier keinen Zugang und habe draußen zu bleiben. Und normalerweise würde man nicht da hineinkommen dürfen, aber was der König sagte war, wir verbergen unsere Fehler das ganze Leben lang, aber die Bhikshus zeigen es hier sozusagen untereinander in ihrer eigenen Öffentlichkeit zweimal in der Woche, zweimal im Monat. Das ist so erstaunlich. Das macht mir noch mehr Vertrauen. Und wenn also so etwas der Fall ist, dass der Vertrauen sogar zunimmt im Angesichts dieser Art von Eingestehen von Verfehlung, dann war es ihnen gestattet, auch zu diesem Ritual dazuzukommen. Und andernfalls war das eine Situation, wo öffentlich niemand dazukommen sollte. Ich habe das alles wie hier erklärt, im Einklang mit der Mula Sarvastivadin-Tradition, wie sie im Tibetischen überliefert und übersetzt ist. Und das, glaube ich, vielleicht hier ein guter Moment ist, für heute dabei bewenden zu lassen.